Agatha Christie. Das Haus bei Klippen, Kapitel 1, das Hotel Majestic. Mei Familie geht's auf der sonneten Siedlinger Wasserseiten. Vom Englischen nicht kein Kaff nicht. Es war auch eine halbwegs so schön war, das wie das von St. Lou. Mit dem ganzen Recht heißt man's die Kinergie oder Pfatteri. Von die am offenen Meer gelingener steht. Aus näher so andauernder und Danschi, vermont du Sinnerlaut, auf das Gstaat von der Côte d'Azur. Die Cornwalls Riviera, es sieht westlinger Gstaat von Anglien, meinen die. Kein Feiglot mithalten mit dem im Sinn von Frankreich. Schell hab ich grad geleiert und volles Eifer für mein Freund du Kamerun eine Kühlporo hinblauschelt, weinen so her. Bei uns ist Nächten in Speiswagen auch auf der Speiskarten gestanden, mon ami. Das haut er nicht ober von Hocker und holt, nehmt nicht Vierer vom hintern Irrfall. No, hat's es nicht d'accord, da damit, ha? Hab ich ihn gefragt. Ist er ganz stark schmunzelt worden. Hat da sie und Tram hab er dran geschaut, ist ganz versunken, hauchert blieben und hat die Pappen nicht mehr aufgekriegt. Nach der Wahl hat es nun repetiert, die Frau. Pardon, an Haffer Hastings, sagt der Offert auf einmal. Auf Reusen bin ich antrifft gewesen mit meinem Hirnkastel und auf das Fleckerl hin, wo ihr es aufgebracht habt. Ein Sinn von Frankreich, frech und konsterniert. Hell, ich habe sie auf den letzten Winter vermont, und wo ich dort hat zugebracht, und auf das Geschichtel, wo sie dort drunten noch zugetrunken hat. Da ist mir gekommen, da wir mir im fertigen Schnee dort drunten im blauen Zug einen Mord gehabt haben, und dass der Büro wieder einmal ein Ding genäht und dort ein Mordsverzwecktes Geheimnis auf Deck gehabt hat. Mei, das reiht mir schon sakrisch, hab ich gerannt und gepfeift. Ich wünschet mir, ich war dort mit dabei gewesen. Ja, hat er mir zurückgewichert und bremelt. Verhalt habt es mir so. Enke Expertise war für mich so eine große Hilfe gewesen. Ich habe ihn von der Seite ein wenig quer angeschägelt. Ganzen Jahr von der Liebnis haben wir mir einbleit gehabt, misstraut sind wir gegenüber als hätten ein Kompliment. Heint scheint mir's aber grad an, und wie sie's gemeint sind. Und damit verwandert. Wer kann sich schon reimen, da er da wird von den großen, gewieften Spierhund mehr Kennerat wie ich. Ist aller mehr Fei, hat mir enke Aftrader Fantasie gefällt gehabt, Hastings. Oh, da fuhr sie da sitzt auch geschmodert und resoniert. Man braucht Futter, ein bisschen Divertimento. Ich hatte Zeich, wo an die epistemischen Bauern noch Kirne springt. Der Schorsch, man hilft dort drunten. Und wo er nur so gescheit gewesen ist, beim Tischgerieren. Hat er nie jetzt weitergebracht. Mit euch dann ausgefallenen Fund in Hirnkastel. Ich muss sagen, wie ich das gehört habe, hat mir das nicht wirklich passt. Sagt es mir Toporo, ich angehabt. Nach einer kurzen Staden. Zahlt's enkniert, dass das Enker Arbeit wieder aufnehmt und nur einmal anfangen mit dem Zeug. So ein passiver Vater, Alltag. Mon ami. Auch nicht Breckelweiß. Auch nicht der Wicken erlauserte. Man taut's beämpft. Wie es ist. In der Sonnhucke. Was kann dazu noch Schönes geben? Antreten, wenn man arm ist, mit den Lorbeeren. Kein Apps Schönes in Leben geben. Außer sagen über mich. Sell ist er gewesen, der Herr Gültbaro. Der Groß und aller Einzige. Nur nee hat's Emerson für ihn nicht gegeben. Der wo oran hinkommt und auf Futter wird noch niemals nicht der Klänge. Ist das nicht schön? Schau näher, wie Schein, dass ich bin. Dass er Schein war. Huser Lichtel und der Schaffel stellet, da er definiert sagen. Aber scheint mir auch, dass mein kleiner Freund von seinem Krähe und seinen Honerten Partei die letzten Jahre kein Biwasdeutsch nicht zurückgesteckt hat. Kommodi und Kreuzfidel hat er sich in den Sessel eingeflockt. Und wie ein Koderer in Schnurrer zwirbelt, dass ein Scheier zerrissen hat vor Glückseligkeit. So haben wir mir
von einem großmächtigen Hotel Majestic Trust auf der Great auf einer von den Terrassen gekauft. Das Hotel Majestic, ein größeres und nomlinges, könnt ihr sich ganz ein Klu nicht aufgehen, ist gelenkt zum Wasser hin, Zoche gewinnt, oder spitz zulauferten Gestad mit der Klippen. Und vis-à-vis von Firi, der Strecken sieht Gärtner und Park vom Hotel mit einem Haufen grüner Palmen. Das Meer hat ein schön tiefer, durchblauer Fahr gehabt. Und die Sonne hat euch gebrutzelt mit derselben, so ein angenehmen Glau zu wiem. Die was in Hirgst aham derfahrt, bald auch auf britischen Inseln füllen nicht so ist. Webs nur han Eiseln umzürmt und lauter Geschäfte umgeschwirrt. Praktisch schon ein perfektes Idyll. Ersten fuhr in Tag, auf die Nacht, haben wir bei euch gekommen. Und das ist der erste Mund gewesen von einer planten Woche, die wo wir mir dort haben wollen zubringen. Bald das auch fort, also schön bleibt, da und, hoffert werden wir gleich eine gräbige Zeit haben. Haben wir denkt gehabt, haben von neuem wieder Zeitung aufgehabt, wo wir von ein oder zwei aus die Pfeitscheln, Asse Klinis, und haben wir die morgendlichen Nachrichten vorgenommen. Der politische Zustand, ein Hund, aber nichts Besonderes. In China hat's eine Revolten gegeben, und viel Zeug von Eichegebutter, Schäferl ist Druckner holen und Vettelnwirtschaft. Von denen was in der letzten Zeit in die Nachrichten fortweg meiner verschreit und kritschet. Im Ganzen hat's da nichts Neues nicht gehabt, es waren wirklich von Hocker overreißet. Schaut's ne an, das Papagallafrecker ist mir rausgerutscht, wie ich vierer bladelt. Das kann man schon nicht der Klammer, ha? Han furt zwei anbeckelten Lied, seh ich grad. Oh, leck, ja sauber, ein Lied, ha? Hab ich nur Seiten 4 bladelt. Furt noch keine Nachricht über die Welt raus vom Setten. Dann Piloten wisst's. Tom Feier schneit, die junge Hund. Dann sah der ein aquatischer Fliegerapparat, der Albatros. Mo wirklich ein groß Assertivplatz, ein großer Erfindung, sah. Ewig schade, wenn er wirklich keine Massen nicht gehabt hätt. Und hem nur der Saffert. Aber nu ist noch nicht spät. Hoffen wir mir, dass er es noch geschafft hat und heil euch kommt auf eine Insel. Da man dort nicht verzaudelt und eingeht. Auf die Salomonischen Inseln han fei schon nur ein Iwe für die Menschenfresser, hat der Baro drauf spitznasert gefragt. Es mir jetzt schon ein feiner her, sah, wer an seht, dann quaf. Geht's an Anschei, ob schleicht denn das Gefühl, da wir mit dem englischen Grot nur Glück gehabt haben. Deswegen han's aber nur schöner Trost, die Blamagen in Wimbledon, hat Baro drauf rotzetig gefrotzelt. So meine ich das nicht, hab ich grad's anwehen, aus die Verdienen angehabt. Da hat er schon Annelies Asselwinden mit einem der marmerten Wischer weggeschlagen gehabt. Los Stecke, hat er gesagt. Wo ich nicht so ein Erdwasser-Amphibienflugzeug nicht bin. Weil die Maschine von dem armen Kapitän, den Setten, war die der halben allerweil nur ein Kosmopolit. Aber wie es wisst, heute Englischen aber stark bewundert, Thomas der Südikat und der Fanger der Grindlikat, mit der er aus die ganzen Bladeln und Journalen durchgehen können. Derweil heute Obacht aus Kürn auf die politischen Nachrichten gerichtet. Wie's ausfällt, kriegt der Minister vom Drinnerten eine schöne Schuhe, hoi Bleckerdi, mit einem Schmunzeln bewisst. So ist, der kann sich gratulieren, der Notnägel. Der wird er wirklich haben. Marin Josef. Mei erst zuletzt, pfeift's nun, so ausdauern, der er etwa grad dorten Abhilfe sucht, wo es nicht mal ein wenig wahrscheinlich ist. Da hab ich geschaut. Ohne Zwirt und Baff anblitzt. Oder mit einem süßen Lächeln in Gefries. Die Angst mit einem Bantel verschnierter Post von der Früh aus der Taschen rausgezogen, fischt aus dem Stoß, ein Brief verlassen und wirft's mir zu. Diesmal gestern war ins vorübergegangen sein, hat er gesagt.
hat ein Brief mit einem Gefühl von angenehmer Aufregung ganz durchgelesen und gejuchzt. Jesus Maria, Poro, da habt ihr's aber ein Ei aufgehabt. Glaubt das wirklich, mon ami? Schaut es, der Hieb denkt Expertise mit dem Lob im Himmel auf. Ist ja nicht übertrieben, hat er gesagt, weggewischt. Und sein Kopf sachte und demütig runtergewendet. Der möchte, dass das Verein die Angelegenheit ausfuschert und bittet da darum, wie um eine persönliche Freundschaft. So ist, jetzt möcht's man nicht alles erwidern und nur einmal sagen, versteht's du, mein lieber Hastings, ich hab den drum Brief schon gelesen. Na, das ist aber ein Pech, hab ich rausgeritschet. Aber da wir auf letzt nur das Ausspannen, Ferien, versammeln. Ah no, regt's ihn an. Da davor kann überhaupt kein Reden jetzt sein. Aber der Minister vom Drinnerten schreibt du, das pressiert. Muss sein, und muss auch nicht sein. Großkopferten, politischen Ringen sie alle auf. Die haben's alle nicht präsent. So ich selber auch schon in Paris im Abgeordnetenkammer erlebt. Das wohl aber Paro, denn es möcht man mir drohen gehen und etwas auf feststellen. Der geschwind auf Landen ist schon fort. Der ist um 12 Uhr oben, der kommt. Okay, lautes das Hastings. In einer Tour umeinander stierdeln und Leiter sortieren. Heint gehen wir mir nicht jetzt nicht hin, und morgen auch nicht. Aber die Ladung vom Minister, da tu ich nicht nach. Ich arbeite nicht beim Staat. Ich bin gebeten worden, dass ich wie ein Detektiv ein Privaten einen Fall übernehme und ich lohn an. Es lohnt's an. Na freilich, ich tu ein Azensti völlig Hirflinger Zuschrift aufsetzen, mein Bedauern auswurten und auslegen, dass ich einfach andreistli bin. Aber was soll ich machen? Ich bin fertig und hab auskackelt. Aber selbst du sicher noch nicht ausdehnt, hab ich ganz brav aufgewegt. Der Baro hat mir auf die Knie getampert und gemeint, das Hand, der Lehmer wird von einem echten Freund. Und es habt da dafür einen guten Grund. Die grauen Zöllen haben nun Schuss, Gutning und Betoner. All das ist fort noch Zell oder. Aber wenn ich einmal in Pension bin, mon ami, dann bleibe ich ja dort. Es ist Cent. Pico leicht gestaltiger, diewertlicher Stirn vom Theaterratten Schauspiel, der wo ich die letzten Zieg vom Lehmer zumindest ein Dutzend Mal der Strahler du aufleichtert. Großzügig wie ich bin, sag ich. Komm, lehnt es, Junge, und eine Chance geben. Dürft's auch, dass auch einmal einen Fund machen. Ich zweifle zwar auch, aber es kann ja sein. Was liegt da auf der Hand, dass allemal gelangert für die derbetener Sache von der trainerten Seiten. Aber Paro, der, da steh ich drüber. Der Minister vom Trainerten ist ein gescheiter Mann, der wo weiß, weil er es geschafft hat, meine Dienste in der Klänge, aber kommt er zu seinem Dremel und alles wird obergeschlossen mit einem Erfolg. Ein gewiefter Hund und ein schlaucher Fuchs. Aber was geht er da? Ein Becher, oder? Der Gagül Paro hat seinen letzten Fall schon gemacht. Honnen angeblitzt, tief in meiner Seele, hat mir's gereiht, dass er gar so fest, gerade so bockert geblieben ist. Wenn er so einen Fall leset, wie dann, an was einen Urburen haben, konnten er das einen weiteren Glanz da bringen für sein Show weltweiten Ruf. Und zu allem habe ich seinen festen Standpunkt auch bewundert. Auf einmal ist mir was gekommen und ich habe aufgelacht. Lust so, habe ich gesagt, mit a 16er kategorischen Eiseringer ein Herrgott grad wie ich. Zu nein solltet's da nicht leben. Nix verschreien. Scheicht singt da nicht. Es ist greiz unmöglich, hat er drauf gesagt. Dass einer, mir seine is, eine Gülparo, es fürchten der lernet. Greiz unmöglich, Paro, hab ich gewitzelt. Es habt ihr schon recht mit dem Verschreier, mon ami, hat er eingelenkt. Immer vor, freilich behauptet die nicht, dass, wenn man neben Kopf a Kugel einschlacht, dass ich mich oft in kein Ausforschung nicht einlauen darf. Hinten noch bin ich auch bloß ein Hund. Ich hab lachen mein. Ne kurz zuvor ist auf geraden Urm nimmer ins ein kleines Steindl aufgeschlagen. Es hat mich einfach amüsiert gehabt, dass der Paro einen sauren Ring wie für Lemping-Vergleich also gar hat da davon außerziehen können. Na,
Oder sie von überbeigt, aus Flinzerl aufgehebt, vorgerät und gesagt, jawohl, ich bin wirklich ein näherer Hund, schlaufert wie ein Kratz, wenn man aufweckt. Aber schlaufert der Hund, du Katze, soll man nicht wecken. Ich meine glatt, habe ich angemerkt, dass wenn es morgen einen anderen Tag, in Enkern der Dauerring, wo durchgewinnt Kopfböstel oder Schlafkissel, ein Eistich von einem Dulch, affiner Taratz, na sichert's fei Beis aus vor den Lackel, der wo ein Gescheier, der a diesertl verunsorgt hat, hä? Nie ein wenig mit dem Kopf genammt, oder? Aber irgendwie zerstrahlt, aber anders. Zu meiner Überraschung ist er ganz garling, auch verkupft, wo kam, dass er ein paar Treppen stapfen, wo von der Terrasse im Garten und die Ferien runtergerannt ist eine junge Frau dahergekommen, die wo von unten aufgeschaut hat. So hat grad noch gelenkt und sehen, dass zweifelsfrei recht fest war, vor der Büro einen Blick schon wieder auf sie gezogen hat. Passt nicht auf und stolpert über eine Wurzel, dass er hindeppert. Grad so timet, dass er hingeht, wie ihren Weg erkreuzt. Zwanner habe ich ihnen mit ihrer auch wieder aufgeholfen. Und so gut, wie es nicht geht, habe ich mich auf ihn konzentriert. Aber die dunklen Haare, das weiße Gesicht und die großen, tiefen, blauen Augen haben mir kein bisschen nicht vom Kopf weisen. Madame, ich muss bei Ihnen auch Sext und Pardon bieten, hat der Baro stollerte, gachetzt und kreizt. Ah, wie lieb, dass das vor Ihnen ist. Es tut mir ja auch so leid. Auch Himmel, die Achsen. Na, sie ist nix. Nur ein verstauchtes Knöchel. In einem Anblick ist schon alles wieder gut. Wenn es mir nie aufhelfen, hat's so gut Hastings. Ist von der einen Seite und Mademoiselle einer von der anderen. Damit glatt schauen wir, dass ich einer da darum fragen muss. Zu zweit haben wir mir zwischen uns genommen und nach einer Nächtel ist er wieder auf der Terrasse drüben im Sessel drin gehaucht und geflaggt. Ich habe ihn angeboten, dass ich ihm einen Doktor da gehe, aber mein Freund hat das ganz resolut angewidert. Nix, na, nur ein verstauchtes Knöchel. Das geht sich schon wieder. Jetzt das zwar nur ein wenig weh, aber das ist auch bald schon um. Hat er zandelt und gewitzelt und draufgesetzt, es wird schon sehen. In einem Anblick wird schon wieder vergessen sein. Mademoiselle, vergilt sie einer viel. Und hat jetzt sind sie so lieb gewesen. Setzt es ihnen da dazu, ich bitte einer inständig. Auf die Lehmann Wut hat sich die junge Dame ins hingehaucht. Das macht du nix, hat's gemeint. Aber dennoch war ich froh, wenn sie sich untersuchen lassen darten. Mademoiselle, ich versichert ihnen, das ist ein Bagatell. In einer so angenehmen Gesellschaft ist der Wedam schon weg. Die junge Dame hat aufgelächelt. Das ist falsch hier. Was dir hat's na sagen, zu einem Cocktail, heu Vierer geschlagen. Sie ist grad ein guter Zeitpunkt. Schau. So hat der Moment umgedodert und hat gesagt, es lässt sich hören. Ein Martini. Ja, ein Druckers Martini. Wie eine in die Bar, die Cocktails abstellen und sind's rausgekommen lassen. Wie wir retour bin, habe ich ein Büro ob Mademoiselle der Griffen in einem sprießenden Ring geplauder wiedergefunden. Können Sie es eng das Viere stellen? Hat der Baro mir angebegt. Es Haus dahinter war der drasselsten Spitz vom Kap. Es wo wir mir auch so von geschwärmt haben. Das ist das von der Mademoiselle. Was? Haben wir gewundert. Aber wenn er mir nicht erinnert hat, da wir mir drüber geredet haben. Gerade gesagt, ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Ja, schau, das sieht schon etwas gleich, ha? So imposant und anders, wie es dort rennt, in der Ohrschicht steht und fortweg weit du Brot nix anderes. Man heißt als ausbare Klippen, hat Mademoiselle bewisst und erzählt. Ich lieb's, aber es ist alt und fällt zusammen. Immer Hauer ist schon eine Ruine draus geworden. Han Sie die allerletzte Tochter von einem großen, edlen Geschlecht, Mademoiselle? Wir sind nicht von die Noblinger Hund. Aber mir Backli, wir haben in dem Haus schon etwa 200, 300 Jahre verlebt. Mein Bruder hat's vor 3 Jahren nicht erleubelt und so bin ich letzt von die Backli geworden. Ja mei, was für ein Jammer. Es tut dann schon leid und an, schon etwas, wo ein, weiß Gott, ein Kopf kann hängen lassen. Na sehen's, und ein
Da oder ganz allein auf verweißelt, Mademoiselle. Ich kugelt Fülle und zäff das in der Natur um. Oder bin auch ganz oft terrast. Und wenn ich einmal zu Haus oder heim bin, begib ich mir zu dir essen und geh auf Transchen oder auf einen lustigen Besuch. Ist fei schon neumodisch, wie es mit der Zeit ging. Die haben einer Welt ganz anders. In einen dumperen Schlüssel, in einen gespenstigen Sessel, verfolgt von einem familiären Fluch, gestellt. Mei, das ist fei bierig. Sie müssen fei wirklich ein ganz besonderer Schwammerl fressen. Na, Weizen, Sprung, tut's da nicht bei uns. Und wenn echt, da was umgegangen, oft hat's da ein ganzer Leibsbutschel, wo ich durch die letzten 3 Tage ein Beutelkramer gleich 3-mal vors Scheifall runtergekupft bin. Na, mehr die schon ein Schwein und ein Dusel auf einmal um, hat sie sich amüsiert. Der Baro hat die Loser aufgespannt und aufgehört. Sie haben einen Tod an drunter. Das klingt also, wie wenn's einer backen und wegreißen kann, das Mademoiselle. Aber na, da ist nix, wo san an Augen verschlagen hat und aufscheichert oder gar der Hosert und aufschricket. Bloß a Zufälligkeiten und Ballhaftigkeiten. So heftig mein Kopf zuckt, weil er grad a Webs vom Gesicht tanzelt is. Verflixt der Imperwassen, websert er. Sakra, die müssen da ein Nest haben. A Bein haben sie nicht so gern, Mademoiselle. Haben sie sie leicht gestochen? Na, dies nicht. Aber ich leid's halt nicht, wenn's euren grad a so vom Gesicht umeinander schwirbelnd. A Impen und den Haut hat der Baro eingeworfen. Also sagst du auf Englisch, weil euch ja einer auf einer fixen Idee picken blieben ist. Ich dann Anblick, ich schau der Tischnigel, mit die Cocktailer aufgereizt. Und dann auch haben wir mir an jeder sein Glasel im Porkurm und die Eblinger lange Phrasen austauscht. Auf mich warten schon auf einen Cocktail im Hotel. Hat's angemerkt, Backli. Die werden sich schon wundern, was mit mir ist. Der Baro hat sie ausgekriestelt aus ein Glasel eingestellt. Was gab die vor der Haferl guten, zart, flüssigen Schokolade, hat der Baro Bratschkat lomatiert. Aber ich Anglier macht es das ja nicht. St. Olm habt es da ein paar ganz feine stattliche Gewohnheiten. Auf dabei spielt junge Dame und einer in einer Hit, wo sie sich so schick aufsetzen und wieder annehmen können. Also charmant und geschmeidig. Die junge Dame hat geschaut oder angestiert. Wenn meines nicht ist, für was sollte es nicht? So fragen sie, weil sie jung haben, bloß jung, Mademoiselle. Aber für meine Leute ist etwas natürlich schon eine hohe stolze Frisur. Was altert, aber Haut drohbindt und aufgesteckt mit einem Haufen Nudeln. Da, und da. 4-mal hat der Auslautner in die Luft gestochen. Das muss aber ungemütlich sein. Na, das darf die meine, ist ein Baro, rausgekommen. Und kann nur so große Märtyrerin von der Moden kann das nicht zusammenbringen, dass es durch Littner, Lehe und einige gespielt Viere bringt. Und wenn ein Winter wart, auf dieser Tortur ohne Qual. Schon deswegen haben die Damen eine Migräne und einen weinen Schädel anbrummerten. Backli hat sie dann mit dem braten Bantel versehenen Haut obergenommen und was so oben auf den Kopf drauf gehabt hat und dann nehmen sie auf den Tisch hingeblättert. Und jetzt machen wir's so, hat sie gesagt und gelacht dabei. Was einer gescheitert und Schönheit blicken lässt, hat er der Baro mit einem Häflinger Knicks beipflicht. Ich hast der Griffen angeblickt. Die dunklen Haue sind ganz zerzaust, wie wenn's ein Waldfee wäre. Überhaupt hat's etwas von einer Fee gehabt. Ein kleines lebhaftes Gesicht, es waren in seiner Form oder Stiefmütterl der Mond, die gigantischen blauen Augen und nur was. Etwas, was an besticht und fesselt, ist ein Ortszeichen von einer zeiselhaften Frivolität. Unter der Ange hat's dunkler Schatten gehabt. Auf der Terrasse, wo wir gekauft haben nicht viele Leute noch umgegangen. Und die große Terrasse, wo das Haufen Leuten vor ein Gästen umgekauft ist gleich hinter dem Eck gelegen. Dort am Fleckel, wo das Felsen an der Ufer ganz gar und stahl zum Meer untergeht. Von hinter ihm der Ecken ist ein Moor ins Haus gekommen.
wie dann ganz ein roten Gesicht und wankerten Schritt ist. Der wird Händ ein Wengel vom Körper weggehalten und allwärts zu einer Faust zusammengeballt hat. Ein typischer Matros, ein Walross, ein Maritims. Ja, wo wird's noch sein, das Taschel, das tief nicht der Hauder für sich hinballt. Aber mit so einem lauten Geschall, das leicht bis auf ihn drungen ist. Nick, Nick, Backli hat sie aufgerichtet. Schon gewusst, dass es nicht der Worten können. Grüß dich, ahoi, Schoshi, ich bin da, Herr Rent. Haut's am Gewunken. Fretti, scheicht schon, dass zum Brennen schon nix mehr runterkriegt. Geht so, Niki, komm halt. Haut einen irritiert skeptisch fragenden Blick auf den Büro aufgeworfen. Haut er sich durch so deutlich von der ewigen Freund von der Frau Niki angekommen. Die junge Dame hat eine wuchtige Gesten gemacht und ins miteinander vorgestellt. Das ist der Challenger-Kapitän und da haben wir, aber zu meiner Überraschung, hat einer der Büro einen Namen nicht genannt. Der war dann verunterert, ist er aufgestanden, hat sich mutzförmlich von nebenbei überwisst. Von der britischen Marine. Britische Marine schätzt sie fei hoch. Die Art von der Assache ist nicht ganz so die passend gewesen. Von die englischen und der Challenger-Kapitän ist ganz rot angelaufen. Aber die Backli Niki hat Kuhlen vom Feuer raus und Geschichte selbst in die Hände genommen. Na, einfach, geh, Georgie, komm, blick nicht so. Wo haben noch die Freddy oder Jimmy hin? Haut es zum einen gesagt und zum Büro mit einem Lächeln. Vergelt's einer fei, fährt einer Einladung. Ich hoffe und wünsche einer, dass es wieder wird, es Knächel, da am Holz klopfen. Drauf hat's mir zugenommen, sie eingehängt, zum Matrosen und zusammen haben's all zwei hinterm Eckel verschwunden. Ja, schau, und das war halt noch einer von der Partie. Von der Blausen, von der Mademoiselle, hat der Baron nachdenklich aufgestehend. Einer von ihrer samunten Gesellschaft. Was ist die Ursache? Gibt's mir eine fachmännische Expertise, Hastings? Da hat sie sagen über ihren, dass er ein Paschak, ein patenter Kerl war. Ein bisschen halluciniert, was und auf vier geschwebt ist ein Baron. Und hat dann ein wenig Zegerle zugestimmt und gesagt, ja, man kommt so vor, dass er völlig in Laut und in Ordnung war, wenn man jemandem noch einen ersten Eindruck recht beurteilen kann. Ich weiß zwar nicht, hat der Baron drauf gesagt. Die junge Dame hat seinen Hut da lassen, auf dem Tisch und now hat er sich vier beigt der Baron, hat den Hut genommen und hat gemächlich angefangen da damit, dass er sie um den Finger umwirbelt. Hat er für sie was über, hat den Dress, ein Lieb. Was meinst du, Hastings? Das würde ich wissen, mein lieber Baron. Hey, jetzt gibt's mir den Hut, Dame wird dann auch schon suchen, ich trockne ihrer immer. Aber der Baron hat mir bitten nicht gehört. Furt hat den Hut, schön stark um seinen Finger umgewirbelt. Nun jetzt, pass an Chor, sammer müs, sacra Baron, hat's es depper tun. Ja, mein Lieber, ich wär alt und kindisch, hä? Er hat mein Gefühl auch so auf den Punkt gebracht und ausgehirndelt vor mir hinbräselt, wie er das gesagt gehabt hat, dass man die Lot näher so runtergehaut und das Hirnkastel schön gesprengt hat, weil es einfach nicht der Backen hat können. Der Baron aber hat nicht aufgelacht, sie nach vorn vier beigt, aus ihren Finger seitlich auf die Nase druckt. Und hat gesagt, aber na, bin ich jetzt vollends deppert worden? Was meinst du, Hastings? Den Hut geben wir mir schon wieder zurück. Aber halt später. Wir bringen ihn zum Haus bei den Klippen. Und so, wenn wir mir da erklingert haben, sie auf ein Eis mit der miegenden Mademoiselle Nick zu treffen. Paro, hab ich gesagt, hat sie verschossen, hat sie den Kopf verdraht. Siehst du ein schönes Mädel, oder nicht? Ja, Kurnik, es habt ihr es doch selber gesehen. Habt ihr es kein Angenkopf? Weil ich halt leider Gottes nicht drüber urteilen kann. Für mich ist der Wahl schon schön, was halt jung ist. Jeunesse. Das ist Tragödie vom Alter. Aber ja, ich wend mich da ein Urteil ist zwar nicht auf der Hecht, auf dem allerneueren Stand, weil das in Argentinien gewesen hat und nur auf dem Stand von vor 5 Jahren Ersatz. Aber in jedem Fall hat es eine Sache genechter dran wie ich. Die ist doch fest, oder nicht? Weil derer verlesen dort Geschlechter die Köpfe. Paro, hab ich gesagt. Bei einem Geschlecht klangert das schon. Meine Antwort war halt fei auch gelungen.
Kein bissel der Zwerg hat's wieder nicht. Verwahr, da hat's eng öpper interessieren, die Dame. Was mich, die Dame, interessiert, Hastings? Na, es wisst schon, was ich grad gemeint hab. Das habt ihr's fein botschert, ausgelegt, mein Freund. Die Dame kanntet mich auch interessieren, sel schon. Warum, wenn die Männer interessiert mich sein Kopfschmuck, der Hut? Da hab ich ihn mit die Augen geprüft. Aber es hat mir geschienen, der meint das sappert's ernst. Er hat mir meinen Kopf zugenommen. Jawohl, Hastings, der Hut. Die Hände hat er ausgestreckt und mir dann gesagt, sieht es ein Grund für mein Interesse. Es ist ein schöner Hut, habe ich völlig zu gesagt. Aber ganz gewöhnlich. Hafermäudeln tragen einen sauren Hut, nicht den Sätten. Ja, Knecht, da bin ich wieder hingeschaut. Seht es nix, Hastings? Hat es blind geworden? Völlig gewöhnlicher Dichter, Filz, guter Stühl. Na, ich mich nicht, dass es ein Hut schreibt tat. Es ist klar, dass das nix, der sieht's. Und kein Groschel nicht fällt. Es bald jetzt in der Klammer. Armer Hastings, wie selten einmal, dass eng etwas dämmert und tagt. Das laut mir allbald zusammengeschreckt auf ein Tatter Druckschrecken. Wie ein Hunderl im Mies. Aber schaut es hin, mein alter Freund. Es müsst es überhaupt kein Graus Zellerlall nicht einsetzen. Die Anger allein klangen schon. Schaut es hin. Und der Hals, sie nennt, das eng und erkennt, auf was er mich hat wollen aufmerksam machen. Der Haut hat sich gemütlich und um seinen Finger umgedreht und der Finger ist rausgesteckt aus dem Luch in Stülp. Wie er festgestellt hat, das ist der Wisto, wie er es meint, hat er seinen Finger rausgezogen und einen Hut gegeben. Sie ist ein kleines, irms, halbert rundes Lächel gewesen und ich habe mir einfach nicht vorstellen können, was für einen Zweck oder sie es wohl gehabt hat. Wenn sie überhaupt einen gehabt hat. Habt ihr es wahrgenommen, wie Mademoiselle, wie bei ihrer ein Impen umgeflogen ist, einen Zuckertan hat? Ein Impen unter der Haum und ein Luch in hat. Aber ein Imp macht das so ein Lächeln nicht. So ist Hastings. Mei, hat's es gescheit. Ein Imp macht das nicht. Aber eine Kugel schon. Eine Kugel? Ma oui, eine Kugel, Echo, so eine Kugel. Hat er mir da Hände zugestreckt und drinnen, in der Huling, in Schifferl im Palmaten, ist eine Lara Patrona. Ein ausgeschussenes Projektil. Mon ami, das ist vor der Wahl auf der Rassen verprallt, wie wir mir so miteinander geschmatzt haben. Es wollte es sagen, was ich sagen will. 3 Zentimeter, hätten schon gelangt, aus Projektil, war nicht bloß nie durch den Haut durch, sondern auch ein Schädel rein. Na habt es, no, der kennt du geschnallt, was man mir da interessiert, Hastings. Es habt es recht gehalten, mein Freund. Weil ihr es mal gesagt habt, dass ich das Wort unmöglich nicht benutzen solltet. Ja, ich bin auch ein näherer Hund. Aber der hat muren wollen, hat sich fein gescheit brennt, wie er auf sein Opfer schön nicht kurz 10 Meter vom Hercule Poirot fort einfach eine Kugel verschossen hat. Da hat er ein Pech gehabt. Und mit Spann, so kapiert es jetzt, verwarmen wir zum Haus auf die Klippen hinstapfen mein, und sie durten mit der Mademoiselle Nick zusammensetzen sollten. Letzten 3 Tage war ich in Beutelkramer, gleich 3-mal schäger, nicht was Scheifall Oberkopf. Also hat es gesagt, wir müssen gar und geschwind handeln, Hastings. Pack mal's, die Gefahr ist sakrisch genug.